Ich bin ein Narr, nur weiß ich schon der Fahr, was war ein Glück, was jeder war, mein Augen klugen fliegen Haar. Okay, ich meine Randverwandt, Töchter drei bei dir voran, die erste Fels, die zweite Leid, die dritte, so die Gelieb und Schweig. Shalom Aleichem. Wir haben umgegeben das einzige Programm mit einem Neuzug von der berühmten Aufführung in dem Moskwer Gosset von Shakespeares König Lear. Die Rolle von ihm Letz hat gespielt der größere jüdische Akteur Benjamin Suskin, wo sein Geburtstag merken wir up heint. Benjamin Suskin ist geboren geworden am 28. Juni 1899 in dem litwischen Städtel Poniewiesch. Sie gelernt in Cheder, danach umgekommen in der Realgymnasie. In 1915, bis der Erste Weltmilchume, wenn die jüdische Bevölkerung ist herausgetrieben geworden von den beiden Grenzregionen, ist rübergefahren in der russische Stadt Penze. Dort ist mamschig sein Lernen und beteiligt sich in einer amateurischen Theaterstudie. Im Jahr 1921 führt der Student Suskin sich herüber von der Stadt Sverdlovsk in Moskwer Barg-Institut. Und in derselben Zeit wird angenommen in der Studie beim Jüdischen Kammertheater. In drei Chadushim spielt Suskin schon in einem Theater wie ein Akteur zwischen anderen Akteuren. Spielt zusammen mit Michalsen und seine erste Vorstellung ist Sholem Aleichems Abend. In der Jurarim spielt die Hauptrolle in Goldfadens Vorstellung Kischefmacher. In die Gestalten, wo Suskin hat geschaffen, hat der Humor zugegeben sei a harzige Lyrischkeit und a tragikomische Ungelumperkeit von a kleinstädtlichen Parschein. Seine Personagen kennen nicht einstehen auf ein Ort. Sie sind ständig versorgt mit den tagtäglichen Problemen. Aber dafke durch Ort der Havenisch gibt sich dem Akteur ein, zu weisen sein Emesse Neschume, die Neschume von einem Träumer, ein Poet. In Meschach von Kemat der ganzen akteurischer Karriere hat Suskin gespielt zusammen mit Schleume Michalsen. Beide in einem haben sie übergegeben die Eperdigkeit und Stieresdigkeit von jüdischen nationalen Charakter. In Neub Michals pflegt ausdrücken durch seine Helden die tragische Derhoebenkeit und Philosophischkeit von dem Jid. Und Suskin betont dem Jids Optimismus, seine Zugebundenheit zu poschete menschliche Überlebens. Die zwei Teile von ein Ganzkeit sieht man in die Vorstellungen von Massaus Benjamin Hashlishi, wo Suskin spielt Senderl, Hotzmach in Sholem Aleichems blondendige Stern, der Batchen in Salman Schneers Freilichs und Avade wie der Letz in König Lear. Suskin hat auch gespielt im Kino und seine berühmte Rolle ist gewesen Pini Kopman in dem Film wegen Birabidjaner Überwanderer, Glickensucher. Was ist gemacht geworden im Jahr 1936? Hat durchgeführt sein Klass in der Theaterstudie beim Gosset. Belohnt mit den ersten sowjetischen Auszeichnungen und Titeln ist gefallener Korben von dem stalinistischen Terror. Beschuldigt in alle Getäumen, in welcher Jid kann beschuldigt werden. Umgekommen ist Benjamin Suskin dem 12. August 1952
zusammen mit anderen 12 Mitgliedern von jüdischen antifaschistischen Komitee. Und jetzt lege ich euch vor ein Auszug von dem bekannten Film Glickensucher, wo Susskind spielt die Rolle von Pini Kopman. Пиня. Кто? Лёва. А что вы тут делаете, а? Ничего. Гуляю. Ох, хорошо. А что это у вас такое, а? Ничего. Пустяк. А покажите. Хорошо, Лёва. Тебе я могу показать. Но, Лёва, а что это такое, а? Песок. Золотой песок. Золото? Боже мой. Золото. Неужели это настоящее золото? Да. Это золото. Это то, о чем я мечтал всю жизнь. А что вы будете делать с ним? Что я буду делать? Все, Лёва, все. Могу купить, я знаю, дом нет, фабрику. Открыть крупное дело. Фабрику подтяжек. Подтяжки, входка товар. О! Я делаю товар прима. Простые, шелковые, резиновые. Все покупают. И президенты, весь мир. И на подтяжках моя фабричная марка Корона Пиня Копман. Пиня Копман, король подтяжек. Ну, что вы на это скажете, Лев Соломонович? Да, Пиня, вы нашли золото. Теперь вы самый знатный человек нашей Родины. О вас будет говорить вся наша страна. Во всех газетах будет напечатан ваш портрет, а под ним надпись «Знатный человек еврейской автономной области Пиня Копман». О, как я вам завидую, а? Родина, знатный человек. С этим золотом всюду Родина. Даже там. Где? У китайцев. У китайцев? Да, там даже лучше. И теперь можно плевать на всех и на все, и кончено.